Kreide, geil. Boah. Genau deswegen habe ich das jetzt angefangen. Ich bin blind. Ja sicher, das ist das gleiche wie bei einem Date, ne? Wenn da denn dir gegenüber sagt, sie sei so, er oder sie schaut so und so aus und im Endeffekt schaut sie aus wie Murks und Mulle. Ja, ich kenn das. Ja, ja. Ist an jedem schon mal passiert. Geil. Oh. Wir sind die Weltmeister im Gule verschrotten. Ich glaube, wir können jetzt in Ruhe mit ihr reden. Du bist nicht, was ich erwartet hatte. Du hast einen Pip-Boy. Du kommst aus einem Vault. Aber du gehörst ganz offensichtlich nicht zu Vault-Tech. Was ist der Grund? Wieso hast du mir geholfen? Ich war vor allem neugierig. Wollte wissen, wer du bist und was du hier unten machst. Oh, du sollst deine Antworten bekommen. Aber erst, mein Name ist Valerie Barstow. Ich sollte die Aufseherin in diesem Vault werden. Aber bitte, komm mit. Ich habe ein Angebot für dich. Diese 200 Jahre waren hart. Ich habe eine Tour durch den Vault geführt. Er sollte mein ganzer Stolz werden. Dann die Erdbeben, Sirenen. Viele starben. Vielleicht hatten sie Glück. Die Strahlung. Irgendwie habe ich überlebt. Tut mir leid. Die Bauarbeiter haben ein noch schlimmeres Schicksal als ich erlitten. Aber sie waren mir gegenüber niemals feindselig. Tja, wenigstens ist das jetzt vorbei. Machen wir weiter. Ich habe versucht, mich zum Eingang vorzugraben. Mit der Steuertafel hätte ich vieles anders machen können. Aber es war einfach zu viel Schutt. Dafür war meine Ausrüstung nicht geeignet. Meine Arbeit hat mir allerdings viel Kraft gegeben. Hier, unter diesen Papieren ist mein Lebenswerk. Ich möchte es mit dir teilen. Dr. Braun hat mich mit etwas sehr Wichtigem betraut. Einer Reihe von Prototypen und den zugehörigen, nun, Experimenten, die die Gesellschaft neu definieren könnten. Aber, wie du siehst, verlief nicht alles nach Plan. Im Prinzip sind Vault-Tech Schweine. Was sind das für Experimente? Geniale Geräte, die die Effizienz und Gesundheit der Gemeinschaft steigern. Es sind allerdings noch Prototypen. Es könnte also den einen oder anderen Designfehler geben. Aber die lassen sich mit etwas Fleiß sicher beheben. Du hast Dr. Braun erwähnt. Wer ist das? Dr. Braun ist der Leiter des gesellschaftlichen Erhaltungsplans. Ein brillanter Wissenschaftler und Verwalter. Und zweifelsohne Tod. Ein herber Verlust. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil Fallout 3, ich glaube in Fallout 3 hört man was vom Dr. Braun.
Red weiter. Der Vault sollte viel Platz bieten für ausgebildete Mitarbeiter, vertrauenswürdige Untergebene und Wissenschaftler. Und trotzdem, wie alles gelaufen ist, sehe ich Möglichkeiten. Arbeiten wir zusammen. Als Partner. Was genau müsste ich machen? Ich weiß, dass du in einer besseren Verhandlungsposition bist. Ich würde gern die alltägliche Verwaltung des Vaults übernehmen. Was auch immer du willst. Ich werde mein Möglichstes tun. Ich würde dich nur bitten, die Prototyp-Experimente durchzuführen. Wenn du mich so dringend brauchst, muss was für mich rausspringen. Was ich will, ist ein Partner. Aber wenn Geld dich überzeugt, hier, bitteschön. Haben wir eine Abmachung? Lass uns das zu Ende bringen. Gut. Ausgezeichnet. Wir können nicht anfangen, solange ich keinen richtigen Aufseherschreibtisch habe. Die Informationen im Terminal des Schreibtisches sind äußerst wichtig für die Experimente. Ich lege die Zukunft unseres Vaults, Vault 88, in deine Hände. Okay. Wir werden uns jetzt da ein bisschen vergnügen. Warte mal. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Nö. Das Schöne an der Ada ist ja, du kannst tun und machen, was du willst. Sie wird da nicht einpfuschen, das ist das Geilste überhaupt an ihr. So, du darfst machen, was du willst. Eigentlich wollte ich den Schutz haben, gar nicht, ist wurscht. So, Madame. Okay. Bauen wir mal einen kleinen Anfang für unsere Vault. Okay. Jo, ich hatte euch gewarnt. Unser Charakter wird sich in ein paar Hinsichten ein bisschen verändern. Im Laufe dieses ganzen Trari-Traras da. Wir werden zuerst einmal ein bisschen was erkunden. Wir brauchen es dann nämlich auch für unsere Siedlungen. Den ganzen Schotter und Scheiß, den wir jetzt finden und kriegen und dorn und machen. So. Oh. Okay, da hätte eine Kugel gereicht.
Dann werden wir umsteigen auf klein, fein, aber nein. Bah. Au! Du Mistsau warst das. So. Geeignete Stuhlprobe, okay. Ist da irgendwas? Na. Na, brauchen wir nicht. Hier drüben. Das war erfreulich einfach. Jo. Ada, das war's. Zu einfach. Und vor allem hat die Ada keine moralischen Bedenken. Naja, die Kate hätte man mitnehmen können oder McCready. Das wäre auch gegangen. Oh. Sehr brav. Ada, ich bin begeistert. Du süße Nudel, du. Ah, komm. Bingo. Ada, stell mir nicht im Weg. Du bist der putzig. Aber ich stehe nicht auf Roboter Sex, tut mir leid. Au. Au. Das war der letzte von ihnen. Wenn ich auf dem Radar schaue, glaube ich das nicht. Bam, bam, bam. Na Musik, kannst jetzt bald entscheiden, was du willst. Aha. Egal. Hui! Ich glaube, da sind wir gerade gekommen, oder? Was sind wir denn da jetzt bitte? Ah. Erinnern Sie das an bessere Tage, Ma'am? Ja, da ist auch. Da hätten wir die nordöstliche Schalttafel bzw. Werkbank. Okay.
Ah! Oh. Wir probieren jetzt mal die dicke Bertha aus. Und zu einem Überfluss geben wir der dicken Bertha jetzt einmal ein bisschen mehr Schaden. Ah! Bist du deppert? Also mit der dicken Bertha werden wir das nicht hinkriegen. Ah! Aus. Wir brauchen Murdstrom Gaudi. Der ist legendär gleich, sehr gut. Ah! Au! Ah! Weg! Jetzt taktisch denken. Was ist Taktik? Ja. Genau das, was ich zeitweise nicht mehr hab. So, dann brauchen wir dich. Oh ja. Wechsle in den Suchmodus. Ja, da ist ein legendärer irgendwo, pass auf. Ah! Boah. Kammerjäger. Schön. Aber gleich 5 oder 6 für die Idioten. Warte mal. Ah, da kriegen wir Beton. Ist das geil. So. Okay, so.
Nukleares Material. Interessant. Aber da gibt's eine Stelle, da wimmelt's ja nur gleich so vor nuklearem Material. Wo ist der